Gott, schau dir das einmal an, Vinzenz. Jetzt schlaft der alte Knacker schon wieder und schnarcht wie eine Dreschmaschine. Ja, da hilft's nichts, dann müssen wir warten, bis er aufwacht. Warten? Wo jeden Augenblick der Notar da sein kann. Na, jetzt wird's höchste Zeit, dass der aufsteht. Du weißt sowieso, die erste Viertelstunde nach seinem Mittagsschlaf ist der grantig und bissig wie ein Kettenhund. Wenn der jetzt nicht endlich munter wird, dann können wir den Notar gleich wieder abstellen. Ja, dann stellst du ihn halt wieder ab. Mein Gott, Vinzenz, möchtest du denn ein Lebtag lang als Bauernsohn vom Hof als Knecht arbeiten? Nein, gewiss nicht. Na, dann schau, dass du den Vater endlich wach bringst. Wie du meinst, Afra. Dann probieren wir's halt, gell? Ja, bitte. Ah ja, genau, so gern gesagt. Na, da nicht! Ja, da auch nicht! Nein, da natürlich. Das hilft nichts. Der rührt sich nicht. Weißt du was, ich hab eine gute Idee. Ich hau die Tür zu und sag, der Wind hat's zugehauen. Genau, das machst. Wie du meinst, Afra. Machen wir's, gell? Ha? Der rührt sich einfach nicht. Du weißt was, Vinzenz? Ich halte mal sein Hörer ans Ohr. Nochmal? Und jetzt haut zu, aber das kracht. Gott, der stumpftaube Mensch wird einfach nicht wach. Ja, da nutzt nichts, da muss ich aufbeilen. Na, um Gottes Willen, Vinzenz, bist du denn wahnsinnig geworden? Warum? Wenn der merkt, dass wir ihn aufgeweckt haben, ja, der springt giftig auf uns, dann geht wieder alles verkehrt. Nein, das müssen wir ganz anders machen. Ja, wie du meinst, Afra. Vinzenz, weißt du was? Was? Du gehst jetzt raus, vor das Fenster und stoßt ihn mit dem Besen durchs Fenster da hoch, bis er wach wird. Das Fenster durch? Ja, Also die Scheiben hin. ich mach das Fenster schon auf. Okay, wie du meinst, Afra, dann mach ich das, gell? Also. Na, warte, alter Knacker. Die bringen wir schon wach. Was ist denn los? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Afra! Ja, Vater! Du bist. Ja, was ist denn um Gottes Willen? Ja, hast du nicht gut geschlafen, weil du schon wach bist? Warum hast du mich denn du aufgeweckt? Oh, Vater! Ja, ich hab dich doch nicht aufgeweckt. Mir hat aber einer angestoßen. Wer soll dich denn angestoßen haben? Mir hat einer angestoßen und ich möchte wissen, wer das war. Vater, das hat er doch nur träumt. Ich hab nicht geträumt. Mir hat einer angestoßen. Ja, kannst du sogar recht haben. Das Fenster steht offen. Ja. Und der Besen steht daneben. Ja. Na, da schau dir das an. Na, so eine Schlechtigkeit von dem Madel, ha? Wem fällt der Radl? So eine Schlechtigkeit von dem Madel. Ja, von unserer Traudel, meine ich. Die hat wahrscheinlich mit dem Besen durchs Fenster reingelangt und hat dich angestoßen. Die Traudel? Natürlich. Warum macht denn die sowas? Warum stehst du mit in die aus dem Schlaf? Die soll mehr Respekt haben vor ihrem Großvater. Ja, gell? sehr richtig, Vater, das sag ich auch immer. Mehr Respekt vor dem Alter. Ja. Mein Gott, warte, der werde heimleuchten. Wer geht zum Beichten? Ich hab gesagt, der wird dich heimleuchten. Doratz, nur der Doratz. Was? Jetzt Vater, geh weiter. Vater, jetzt schlafst du ein bisschen, gell? Ja. Ja, dass du richtig frisch bist, wenn der Notar kommt. Der Notar, ist der schon da? Noch nicht. Aber er wird bald da sein. Jetzt geht er schon auf 3 zu, schau. Auf 3, dann mag ich nimmer schlafen. Ja, ja, Vater, hast schon recht. Tu nicht das, was dir passt. Mir pressiert's ganz bestimmt Ja, nicht. ja, ich muss ja noch meine Dokumente zusammensuchen, gell? Schulala. Ja, Vater! Vater, schau mal raus zum Fenster. Bringst du das nicht mehr zu dir helfen, Vater? Was hast du gesagt? Zum Fenster sollst du ausschauen. Da draußen ist die Traudel, macht schon wieder Fax mit dem Knecht. Was, mit dem Knecht? Ja. Die soll reinkommen, dass ich einmal die Leviten lese, Nein, gell? Vater, das lasst mir machen. Ja. Du sollst dich doch nicht ärgern mit Ich dir. will mich aber ärgern, Herrschaftszeiten. Das Madel soll kommen, aber schnell. Ja, ich werde sie dann schon ausrichten, Ja. gell?
Alter, Dickschädel, Alter! Traudl! Ja? Der kommt doch mal bitte schön rein. Dein Großvater möchte mit dir reden. Ja, ich komm gleich. Na, wenigstens haben wir die Schlafmützen endlich auf die Füße gebracht. So, Tante, da bin ich. Wo ist denn der Großvater? In seiner Kammer. Ja, und was will er von mir? Mein Gott, er wird sich halt ein bisschen mit dir unterhalten wollen. Der bitte schließlich sein Herzipopperle, gell? Ja, und sonst will er nix. Ja, ich versteh schon. Möchtest du lieber mit dem Knecht da draußen, als mit dem Alten da drinnen unterhalten, gell? Okay, Tante. Na, geh zu, red nicht so viel Traudl. Schaut doch lieber mal nach dem Großvater. Tante. Traudl, Ja, was gibt's denn? was will denn dein Großvater von dir? Das weiß ich nicht, aber jetzt geh weg vom Fenster. Wieso denn? Ist doch gar niemand da. Und der Großvater kann uns ja nicht hören. Du, jetzt nimm mal das Hörer da und tausch mit seinem alten Klump aus. Die Gelegenheit ist doch gerade günstig. Nein, das glaube ich nicht, Martin. Wenn er mir nur nicht besser ist, der Großvater. Okay, wieso soll jetzt der dir besser sein? Nein, ich weiß nicht recht. Aber die Tante Afra, die war gerade so zuckersüß. Die sagt da was, da steckt was dahinter. Drum musst du ihm auch das Hörrohr geben, damit er ja alle Schlechtigkeiten hört, die die Tante über ihm sagt. Es wird allerhöchste Zeit, dass der alte Zaun einmal gespannt, was hinter seinem Rücken gespult wird. Nimm's, bevor es spät ist. Nein, Martin, jetzt lass mich erst einmal fragen, was er von mir will. Weil wenn der wieder seinen schlechten Tag hat, dann lässt er sich doch auf nichts ein, das weiß ich doch. Ja, der kommt, jetzt verschwindet. Ah, du bist ja! Was willst du denn von mir, Großvater? Warum hast du mich denn du aufgeweckt? Ich hab dich doch nicht aufgeweckt. Ja, mich nicht anlegen, gell? Ich lüg dich doch nicht an, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. So, hast mich du nicht mit dem Besen aus meinem Sessel gestessen, hä? Du Malefistbesen, du. Geh, Großvater, das ist doch gar nicht wahr. Was nicht wahr? Die Tante Afra hat's gesehen. Ach so, die Tante Afra. Und die Tante Afra liegt. Du sag mir ja nichts über die Afra, gell? Die sorgt für mich wie keine andere, da fällt sie nix. Und dass das weiß, Großvater, die Tante Afra schmiert die aus. Was frech wären auch noch. Du, jetzt hab ich aber genug von dir, gell? Schau, dass du mal aus dir ankommst. Ich will nichts mehr hören. Großvater, jetzt hör doch. Ja, Traudl, was ist denn mit dir los? Was machst du für ein Lädchen hier? Das fragst ausgerechnet du. Du müsstest es eigentlich wissen. Also, das tut mir leid, aber hell sehen kann ich noch nicht. Aber einen Großvater und Floh ins Ohr setzen, das kannst du. Sag mal, du Schnappix, drum, du Schnappix. Aber es wird der Notar sein. Ich glaube, es ist besser, ich rede zuerst einmal allein mit dem Notar. Ja, grüß dich Gott, Afra. Geh, da schaust, dass ich dich heute aufgesucht habe. Ja. Mich hast du bestimmt nicht erwartet. Nein. Aber du wirst dich gleich noch mehr wundern, was ich dir für eine Überraschung mitbringe. Du, da wirst schauen, da wirst spitzen, du. Ja, geh weiter, sitzt du halt her, nicht, dass die umhaut. Danke schön, Genoveva. Das Bitte. ist sehr freundlich von dir, Ja, gell? ja. Du sag mal, bist denn du mit dem Auto gekommen? Ja, und mit was für einen? Mit einem 300.000er. Was? Nagelneu. Alles ein Lack und ein Chromglanz. Bist du mit dem Notar gekommen? Was? Du erwartest den Notar? Ach, geh zu, also ein windiger Paragraphenheini kann sich doch kein so Auto leisten. Das kann nur einer. Und das ist der Wastelschlung. Hä? Da magst du Augen. Hä? Hast du nicht gedacht, dass es mich auch noch gibt? Hä? Na, weißt du, an dich hätte ich einen Traum nicht gedacht. Na, ist es eine Überraschung? Ja. Ja. Na, was ist? Hä? Willst du den alten Bräutigam nicht mit Hand geben? Hä? Naja, Bräutigam ist ein bisschen übertrieben, gell? Na, du warst mir damals ein zu großer Hallodri. War ich das? Macht nix. Trotzdem ist was geworden aus mir. Du, das sollst du mal in meinem Wirtschaftsbetrieb in München drin sein. Ein feines Etablissement. Ja, das freut mich aber, dass du zu was gebracht hast. Ne? Ja? Geh weiter, möchtest du den Gast nicht einmal einen Stuhl anbieten? Bitte nimm doch Platz. Ja, ich glaube, dann bring am besten einen Kaffee, oder? Ja, Ja. war nicht schlecht. Ja, weißt du, eigentlich kommst du mir heute ein bisschen ungelegen. Oh. Ja, ich erwarte einen Notar. Ja, ja. So ein Notarius spart Ärger und Verdruss. Ja, so ist genau so. Ja, stell dir mal vor, weißt du, der Alte will ja dem Vinzenz seinen Hof überschreiben. Ja? Kriegt der Vinzenz jetzt endlich mal eine lange Hosen? Hä? Bei der Afra wohl nie. Du, gell? Kümmert dich du um dein eigenes Lackdirl.
Die musst du nur zweimal am Tag trockenlegen. Ja, also bitte bloß keinen Streit vermeiden, gell? Wenn ich euch zwei so ansehe, was ihr für Simmandeln an der Leine habt, bin ich direkt froh, dass ich noch nirgends hängen geblieben bin. Ja, weißt du, dann hast du immer noch nicht die Rechte gefunden. Nein, die Rechte ist mir gerade noch rechtzeitig ausgekommen. Seitdem seufzt sich Tag und Nacht nach ihr. Ja, gefreien, so ist die. Sonst wärst du jetzt unterm Pantoffel. Ich? So leicht lasse ich mir die Hosen nicht ausziehen. Sagt's einmal, da kannst du von gar nichts anderem reden. Geh weiter, geh auf Eva, iss. Kannst dein Pachtpfennig heute abbissen. Ja, morgen ist doch erst Johanni. Ja, kannst aber deine Sache heute auch schon kriegen. Keine Sorge, ich komm morgen auch noch. Und das dürfte so passen, gell? Die zweimal hintereinander die freche Goschen mit meinem Kaffee und mit meinem Kuchen vollstopfen. Auf Johanni habe ich das gekriegt, so steht's im Vertrag. Warte, Moment, ihr habt einen Vertrag über Kaffee und Kuchen? Nein. Weißt du, das ist bloß so ein alter Brauch, der aber im Grundbuch eingetragen ist. Aber der alte Brauch hat heute noch seine Gültigkeit. Und jetzt erst recht, wo du die alte Gastwirtschaft wieder in Schwung bringen willst. Hättest du Ursache, nur dich an die alten Breicht zu halten. Was, Afra, du willst die alte Bauernwirtschaft wieder in Schwung bringen? Ja, das muss ich. Und darum habe ich doch die Hausfassaden schon erneuern lassen. Im Barackenstil. Was? Genoveva, Barock heißt es. Bauernbarock sagt man da dazu. Barack oder Barock? Das ist doch wurscht. Auf gut Deutsch sagt man halt altmodisch dazu, nicht? Afra, du, das ist eine gute Idee. Kannst das eben auch nicht lassen, gell? Bist aufgewachsen mit der Wirtschaft und wenn man mal Leute um sich gewöhnt ist, dann mag man es nicht mehr anders, gell? Du Afra, aber jetzt sag einmal, ist denn dir der alte Zauner drauf eingegangen? Er wollte doch seiner Lebtag nichts mehr wissen von einem Gastwirtschaftsbetrieb. Hm? Aha, darum muss er dem Vinzenz einen Hof übergeben, hm? Aber mich muss ich erst um Erlaubnis fragen. Was, dich? Naja, ein Tobias halt, aber das kommt ja aufs Gleiche hinaus, gell? Ja. Wieso, was hat denn der Hupf damit zum Schaffen, hm? Also bitteschön, meinem Mann, dem Tobias Hupf, dem gehört doch der Grund und Boden, auf dem die alte Gastwirtschaft steht. Was denn? Habt ihr den Grund bloß zur Pacht? In Erbpacht. Das ist ein komischer Zustand. Ja, weißt, das ist ja alles bloß eine Formsache. Schau, wie der Vater von unserem Alten damals so hupferisch geheiratet hat. Ja, dann ist das Ganze ja von Rechts wegen auf den Zaunerhof überschrieben worden. Ja, weißt, der alte Hupf, der hat nicht haben wollen, dass ein wertvoller Familienname aus dem Grundbuch gestrichen wird. Genau. Deswegen hat er den Grund und den Boden, auf dem eben die Gastwirtschaft steht, bloß verpachtet. Gegen eine Jahrespacht von einem Kupferpfennig, der alljährlich zu Johanni, dem Eigentümer an Ort und Stelle in Bar auszuzahlen ist. Und so ist mein Mann als der letzte Hupf Grundeigentümer von der Gastwirtschaft und ich hol mir jedes Jahr zu Johanni den Pacht und Naturalien ab. Genau, deswegen kriegt Feferl jedes Jahr von mir einen guten Teil. Das Kaffee und ein Stückchen Kuchen, gell? Naja, so gut ist ja der Kaffee auch wieder nicht. Der ist ja so schwach, die musst du aus der Tasse raushelfen. Also, dann steht der ganze Zaunerhof auf fremdem Grund und Boden. Nein, nur die Gastwirtschaft. Alles andere gehört zum Zaunergrund. Ja, komisch. Die hätte doch der alte Zauner schon längst ablösen sollen. Sowas passt doch gar nicht mehr in die heutige Zeit. Siehst du, das habe ich doch der Afra auch schon angeboten. Für 1000 Mark kann sie die ganze Pacht kaufen, aber sie will ja nicht. Ja, freilich. Nein, hol dir du jetzt ja dein Kupferpfennig, dein Tasse Kaffee und dein Stückchen Kuchen. Das kommt mich billiger. Grüß Gott beieinander. Jesus, der Tobias. Tobias, wo kommst denn du jetzt her? Von draußen. Ja. Hast du deine Tour schon hinter dir? Nein, ich muss nach Zeidelfing, nach Brummbüchel, nach Hinterhirtelbach. Was? Nach Hinterhirtelbach musst du auch noch? Ja, aber da wohnt doch bloß die alte Besenbinderkattel. Die kriegt ihr Lebtag lang keine Post. Ja, kriegt sie auch nicht. Aber ich muss doch die Tour ablaufen. Was? Ja, dann bist du wieder die ganze Tour abgelaufen. Na, Herrschaftszeiten, was habe ich denn nur für ein tappiges Mannsbild? Also, wenn ihr nicht jeden Tag in der Früh seine Post vorsortiert, dann läuft er wie im Veitstanz der ganze Tour ab. Ja, ob sie es braucht oder nicht. Mein Gott, er ist ihm ein gewissenhafter Beamter. Ja, genau. Wenn ich meine Tour nicht abgehe, dann wissen doch die Leute gar nicht, ob ich schon da gewesen bin oder noch komme. Ne? Wenn
ich aber an einem jeden Haus vorbeigehe, dann weiß ja jeder, dass er heute keine Post kriegt und braucht nicht mehr länger auf mich warten. Außerdem gehe ich wie im Schlaf. Das habe ich gar nicht gewusst. Was? Dass Beamte auch im Gehen schlafen. Mann, sag mal her, was du noch alles zum Austragen hast. Aber doch nicht vor die Leute, das geht doch nicht. Alles geht. Und keinen Schritt machst du mir mehr zu viel. Dafür sorge ich. Oh, So. heute hatte ich den Postminister wieder am Wickel. Geh weiter, Tobias, sitz dir her. Trink ein Tass Kaffee, stärk dich. Sonst wärst du dein Pfefferl ja nie her. Du hast die Münchner Zeitung. Danke schön, Tobias. Moment, ihr habt eine Münchner Zeitung? Ja, freilich. Das weiß ich doch gar nicht, was in der Welt vorgeht, oder? Also der Stoderbauer, der ist ja ganz nah. Ja, und Grummsteidl, das liegt ja auf demselben Weg. Was haben wir denn da? Ah, wer schreibt denn da unseren Schullehrer? Ha, die Lena Windisch. Die Nebenamsel schreibt unserem Schullehrer eine Karten. Höchst verdächtig. Lesen wir gleich einmal, was sie ihm schreibt. Nächster, das ist Briefgeheimnis. Das ist doch ein Karten. Dann ist Kartengeheimnis. Und das ist mein Kaffee. So. Sehr geehrter Herr Lohmeier, die herzlichsten Grüße aus dem herrlichen Schwarzwald sendet Ihnen Ihre Lena Windisch. Jetzt schaut er die bremsige Schneider gar so. Möchte ich unseren Schullehrer angeln. Ja, was ist jetzt das? Ein Kaufmann Bierlein. Staatsanwaltschaft. Ja, was hat denn der ausgefressen? Ist leider nichts zum Sehen, Herr Schaff. Sag einmal, geht die ganze Post erst durch deine Zensur, oder wie? Hey, Hygienie in Ehe und Familie. Ja, was ist jetzt das? Ja, jetzt sind die erst 3 Wochen verheiratet und haben schon mit der Hygienie zu tun. Ja, die sollen sie lieber waschen. Also, jetzt klang's aber, gell? Was denn? Geh weiter, Tobias, nimm deine Zeit und schau, dass du in Schwung kommst. Und du gehst am besten mit. Dann nimmst du an die Leine, damit er nicht vom Weg abkommt. Möchtest mich du vielleicht rausschmeißen, ha? Gottes Willen, das bestimmt nicht, nein, aber ich erwarte den Notar und da habe ich keine Zeit mehr für dich. Ah, aber für den Herrn Bastel Schrumpf, da hast du natürlich Zeit, ha? Ja, mit dem Bastel muss ich noch was besprechen, aber ja, da kann ich dich nicht brauchen dabei. Hast du nicht gerade gesagt, Notar? Ja? Ah ja, richtig, da habe ich noch einen Eilbrief vom Notar Wehrland. Eilbrief, warum sagst du denn das erst jetzt? Siehst du, was dabei rauskommt, wenn ihr mit jedem Tag in der Früh die Post sortiert? Hättest ihr ihn vorsortiert, dann war doch der Brief um 10 Uhr schon in deine Hände gewesen, gell? Ja, jetzt geht's zu. Ja, ich geh ja schon. Her! Jetzt tu nicht lang Maul auf den Fall halten, schau, dass du rauskommst, du langweiliger. Na, was ist? Schlechte Nachrichten? Ja, der Notar schreibt ab. Er kann morgen erst kommen. Tatsächlich. Steht schon drin in der Zeitung. Zwangsversteigerung, Gasthaus zum Schaffen, Eckbesitzer, Sebastian Schlump. Aha. Das wäre mir gerade abgegangen, wenn die das da gelesen hätten. Ne? Was machst du für Gesicht? Hä? Ist ja wahr. Auch. Du meinst, du hast den ganzen Kram bald hinter dir und dann geht doch alles verkehrt. Ach, geh zu. Wie ein Tag früher oder später, spielt doch keine Rolle. Ach, da kennst du den Alten aber schlecht. Schau her, die 5 Jahre, wo ich jetzt auf dem Hof bin, habe ich mich nur darum bemüht, dass der Alte am Vinzenz endlich den Hof überschreibt. Und jetzt? Jetzt habe ich den Alten soweit. Jetzt hat der Notar wieder keine Zeit. Ach, glaubst du, da vergeht er die ganze Freude an der Bauernarbeit? Nee, so ein tüchtiges Weib wie du, die gehört ja nicht auf dem Bauernhof. Mein Gott, Afra, wenn ich dran denk, du, wie du noch Kellnerin warst beim Husarenwirt. Menschenskind, da war was geboten, du. War ein Fehler vom Lenz, dass er dich gehen hat lassen. Heute rührt sich da überhaupt nichts mehr. Ja, weißt, der wollte mich ja gern abhalten, Ja? aber einmal muss der Mensch ja doch auf eigene Füße stehen. Mein Gott, und dann musst dich ausgerechnet auf dieser Mistglitsch schnaprackern, ha? Du weißt doch, es ist gut, dass du da bist, dann kann Ja. ich das gleich mit dir bereden. Schau, wie ich den Vinzenz geheiratet habe, Ja? da habe ich doch sofort an die Gastwirtschaft da drüben gedacht und dass da was zu machen war. Ja? Ja, weißt der Alte, der hat das Geschäft nie ganz einschlafen lassen. Bloß verlor er das halt. Ja, aber sein Spruch war immer, ich mach doch die anderen Leute kein Polandi.
Ja, und dann haben wir es soweit gehabt. Dann sind halt die anderen Leute woanders eingekehrt. Ja, und jetzt hat sich der Alte wieder anders überlegt, hä? Er weiß doch gar nicht, was ich vorhabe. Ach so. Und er darf es ja gar nicht wissen, bis er am Vinzenz den Hof überschrieben hat. Und der Vinzenz ist damit einverstanden? Geh weiter, der Vinzenz, der wird doch gar nicht gefragt. Nein. Mann, ey, du, da möchte ich die Finger im Spiel haben. Ja? Da wäre was draus zu machen. Alles auf Antik. Der Anfang ist ja schon gemacht. Bloß größer müsste es alles werden, nobler und mit einem Wort, du, großartig müsste es werden, mein Gott. Und du als fesche Wirtin dazu. Bist du noch gut benannt? Du, ich sag, dass wir zwei, wir täten das Kind schaukeln, hä? Lass mich los da halt. Ah, Herr Zauner. Sie kennen mich nicht mehr, gell? Das hört er nicht. Ist das der Notar? Na, Vater. Wer ist noch hier? Ja, das ist der Viehhandler. Der ist wegen am Ochsen da. So. Dann soll er beim Ochsen die Rippen abtappen und nicht bei dir. Vater, ich hab ihm doch sofort auf die Finger gehauen. Da hab ich aber nichts gesehen davon. Wann kommt noch der Notar? Da lies selber, der hat abgeschrieben. Er kann morgen erst kommen. Morgen erst. Dann kann ich auch meine Dokumente wieder wegräumen, Ja. gell? Ja, Ochsen. Du siehst das. Und seit 5 Jahren mache ich das mit dem Dickschädel. Also du, das sag ich dir. Solange der Alte das Regiment führt, wird nichts mit deiner Wirtschaft. Lass dir nicht Zeit, weißt du. Das ewige Leben wird er ja auch nicht haben, oder? Oh, täusch dich nicht, du. Das ist ein Zährast, die kenn ich, du. Ohne Doktor stirbt er dir nie. Siehst du das, hast du? Mit dir kann man wenigstens vernünftig reden. Ja? Geh weiter, sitzt in einem Augenblick her zu mir. Mach ich. Also dir zuliebe, Frau, will ich dir ja gerne mit Rat und Tat beiseite stehen, aber als allererstes musst du jetzt einmal schauen, dass der Grund und Boden der Eigentum wird. Komm, schau die paar Mark nicht an, zahl die hupferisch hinaus, dann bist du Herr in deiner eigenen Wirtschaft. Ja, aber da wird die Genoveva nicht einverstanden sein. Die vergönnt mir doch nichts. Nein, nein. Ich muss schauen, dass der Alte am Vinzenz den Hof überschreibt. Ja, dann komme ich da mit dem Alten, mit der Genoveva leicht ins Reine. Aber besser wäre es, wenn dein Name im Grundbuch drinstehen täte. Das den Alten leichter in den Griff kriegen. Du darfst ruhig laut reden. Die hört doch sowieso nichts. Ja, das Beste wäre, wenn du ganz weckert ist. Vielleicht in ein Altersheim. Auf alle Fälle so weiß wegwischen. Sag mal, was willst denn du da? Ich wollte bloß fragen, ob wir mit dem Großmann zuerst auf der Angerwiesen anfangen sollen oder drum auf der Leiten. Ja, drum auf der Leiten natürlich. Mit der Angerwiesen wärst du jetzt sowieso nicht mehr fertig. Was ist los? Ich wollte bloß fragen, ob wir zuerst die Angerwiesen oder zuerst die Leiten machen sollen. Ja, die Angerwiesen, die liegt gleich beim Bach drunten. Die sauft uns sonst ab, wenn's zum Regnen kommt. Ja, Vater, ist schon recht. Ja. Es wird alles so gemacht, wie es das du anschaffst, gell? Dann wird also zuerst die Angerwiesen gemacht. Morgen zuerst die Leiten. Es kommt halt nicht mehr zum Ringen. Ich tue, was der Bauer sagt. Ja, nein. Raus, du Lackel! Hey, was gibt's denn da zum Schnüffeln? Also, sag einmal, hat sich der da einen Tresor angelegt? Ne? Ja, was weißt du nicht? Uns lasst ja nicht reinschauen. Aber eines weiß ich. Auf die Sparkasse tragt er sein Geld nicht. Aber irgendwo muss er das Geld hin drum. Das war von uns als Pacht gekriegt, weißt du? Was? Ihr zahlt da noch Pacht? Und nicht so wenig. Der Alte, der schenkt uns nichts. Mein Gott, Afra, dann bist du auf deinem eigenen Hof nicht mehr wie eine bessere Magd. Und sowas lässt du dir gefallen. Vater, was hast du denn? Was tust du denn immer da drunten? Komm, geh weiter. Setz dich in deinen Sessel rein. Ja. Ich deck dich zu. Ja. Und dann schlafst du ein bisschen. Ja, Du bist ja halt ganz um deinen Mittagsschlaf betrogen worden. das gell? bin ich ja. Der Malefiz-Notar hat mich ganz aus meiner Ruhe gebracht, Ja, gell? mein armes Vaterli, gell? Ja. Das lass mir am besten seine Ruhe. Ja, und ich fahr auch wieder. Muss wieder in die Stadt, ne, aber ich schau dann bei Gelegenheit schon wieder vorbei. Du, das war mir recht, weißt du. Weißt du, ich möchte das mit dem Gastwirtschaftsbetrieb doch noch gerne mit dir bereden. Ja? Kannst dich ganz auf mich verlassen. Du, Tante? Ja, was willst du denn? Grüß Gott. Die Leute möchten noch gern was zum Trinken mit haben, ist also heiß heute draußen. Ja, dann bringst du noch eine Kanne für Buttermilch. Die lässt am besten an Durst. Ja, ist recht. Ein Traudel. Ja. Und später räumst du mir dann einen Tisch auf, gell? Ja.
Na, da fängt er wieder. Sag einmal, da wer ist denn das hübsche Kind da? Hä? Du bist ein Enkelkind vom Alten. Ach so. Jetzt komm, geh weiter, Wastel. Begleite zum Auto. Ja, ja, ich hab sowieso höchste Eisenbahn. Ja, ja. Adolf, sag einmal, kennst du den Kerl, der da mit deiner Tante gerade zur Tür hinaus ist? Na, wieso? Das heimlich da von denen zwei gefällt mir nicht. Der sehen, die haben irgendwas vor. Es wird höchste Zeit, dass der alte Zauner hellhörig wird. Schau, wir brauchen doch bloß das Hörer da mit seinem alten Klumpen austauschen. Geh, Martin, das merkt er doch. Wieso denn? Das schaut doch gerade so aus wie seins. Das ist aber doch viel schwerer als das seine. Das nimmt er mir nicht ab, der Großvater. Und ehrlich gesagt, ich halt auch nichts von dem Tausch. Herrschaftszeiten, wie oft soll ich die denn nur ausdeutschen? Du weißt doch, dass mein Bruder in der Stadt in einem Radiogeschäft arbeitet. Ja. Und ich habe ihm gesagt, er soll in das Hörer da einen elektrischen Verstärker einbauen. Wenn das du fertig bringst, dass der alte Zauner das Hörer da nimmt, dann wird er auch so viel hören, dass er bald hören und sehen vergeht. Ja, und wenn die Tante auch vor dahinter kommt? Das darf's halt nicht. Ja, der Großvater wird ja schon sagen, wenn er wieder besser hört mit dem Röhrl da. Muss dir halt einen Deiterer geben. Dann sagt er schon nichts. Er ist sonst noch ganz hell im Kopf. Ja, ich weiß nicht recht, Martin. Mir will so ein hinterkünftiger Plan gar nicht recht passen. Ja, weißt du nicht, was die zwei da vorhaben? Na? Wie ich vorhin bei der Tür rein bin, da habe ich gerade noch irgendwas aufgeschnappt von wegen, er müsste weg, in ein Altersheim oder so. Ist das wahr? Ja, freilich. So gewiss, wie ich da stehe. Also gut, dann probier es, gib's her. Und du schaust, dass du rauskommst. Wir dürfen uns nicht beieinander sehen. Ja. Mach's gut. Verschwind. Großvater? Hörst du mich? Kannst du mich verstehen, Großvater? Ich red ganz leise mit dir. Das kitzelt. Hörst mich denn nicht, Großvater? Ja, was ist denn schon wieder? Ich muss da was sagen. Ja, dann red schon. Mit dem neuen Hörer kannst du sicher gut hören. Alles. Das habe ich da mitgebracht. Aber das musst du jetzt auch allerweil nehmen, gell? Ja, das nehme ich jetzt allerweil. Das ist brav von dir, Afra. Was du bist, das schon wieder. Hast mich schon wieder aufgelegt. Herrschaftszeiten muss ich mich nicht mehr ärgern mit dir. Nicht schimpfen, Großvater. Hey. Schau mal, ein neues Hörer für dich. Ach, ich will nichts hören. Verschwind. Ja, was ist das? Ja, ich höre ja die Kirchenuhrschlung. Das habe ich in 10 Jahren schon nicht mehr gehört. Ja, Großvater, das kannst du jetzt alles wieder hören. Sogar das Ticken von der Uhr. Probier's einmal. Meinst? Das muss ich gleich einmal probieren. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Tatsächlich! Das ist ja wunderbar, tatsächlich. Ja, wie gibt's denn sowas? Geh, Großvater, jetzt kannst du wieder besser hören. Ja, alles herin, sowas. Also, da hast mir vielleicht schon eine große Freude gemacht, Madel. Du, das muss ich gleich der Afra und dem Vinzenz erzählen. Nein, Großvater, bloß nicht. Du darfst denen zwar nichts verraten. Wieso denn nicht? Die haben sie lang nur plagt mit mir, weil sie mir immer so ins Ohr schreien haben müssen. Die werden sich vielleicht freuen, du. Vinzenz! Großvater, Afra! jetzt hör doch. Sag einmal, wo ist denn der Großvater? Hast du ihn schon wieder geärgert? Herrschaftszeiten, kannst denn du den alten Mann nicht in Ruhe lassen? Am Ne? besten du lässt mich in Ruhe. Ja, du Bockix, nur der Bockix. Vinzenz! Afra, wo seid ihr? Was war ja denn schon wieder da alt? Afra, da bist du, Afra. Du stell dir vor. Ja, ich weiß schon. Die Traudel hat dich wieder recht geärgert, gell, Vater? Was schreist du denn so? Weil du sonst nichts hörst, du alter Tropf. Hä? Nein, brauchst du keine Sorgen machen. Der werde schon mal gehörig die Leviten lesen, gell? Na, jetzt hör mir doch einmal zu. Ja, Vater, ich hab jetzt gar Traudel- keine Zeit dafür. Komm, jetzt ist die schön hin. Ja, aber, Jetzt gibst du Ruhe. ja, Ich deck dich zu. ja. Und dann du schlafen. Aber- du bist jetzt müde. Nein, ich bin jetzt nicht müde. Jetzt hör mir halt einmal zu, Afra, ich möchte doch bloß erzählen. Erzähl du dein Schmarrn jemand anders, du alter Depp. Depp, Vater.
jetzt gesagt, alter Depp? Ja, jetzt geht ja mir eine ganze Gaslaterne auf. Ja, gut, dass ich noch nichts gesagt hab. Haha, mein Lieber, da wirst dich aber wundern, wie hell der alte Depp nur auf der Platten ist. Ich helfe jetzt alles, mein Lieber. Nix, gar nichts rührt sich da. Alles still und taub. Das ist, mal das Neue probieren. Jetzt sind's da wunderbar. Alle Vöglein sind schon da. Amsel, Drossel, Finkelstar, alles herrlich. Ja, ist das schön. Will nur mal nur probieren. Ja, geht so. Tick-Tack, 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 ja wunderbar. Jetzt nochmal das eine. Nix. Alles still und taub. Nichts mehr Tick-Tack. So ein Klumper. Ja, ist ja klar gut, dass man die zwei Reellen nicht auseinanderkennt, gell? Nur ich kenn's. Aber jetzt kommt mir nichts mehr aus. Mein Gott, warum schlaft er denn nicht da die Zwiedri an? Jetzt sag einmal, Vater, möchtest du deinen Mittagsschlaf ganz abgewöhnen, ha? Geh weiter, sitz dich doch her. Ja. Schlaf ein bisschen. Ich mag nicht schlafen, Herrschaftszeit. Doch, damit du munter bist, wenn der Notar kommt. Ich bin ja so auch munter. Hol mir mal die Traudel rein. Na, Vater, ist doch besser, wenn du die Augen zumachst und schlafst. Die Traudel sollst du holen, Herrschaftszeiten. Hörst du schlecht? Soll ich dir mein Hörrohr leihen? Ist das nochmal nah? Ist er wieder aufgelegt wie die Trager, die Katz. Das kann ja gut werden. Ja. Vater, komm, ist du ein bisschen schlafen? Ist doch viel besser für dich. Die Traudel sollst du mir holen oder soll ich mir selber holen? Ich hol das schon. Also nachher. Natürlich. Bockschädel, verdammter! Schüsse, das ist ein freches Luder, ha? Da war der Bockschädel, da sie sagen. So, jetzt muss ich das alte Rad noch mal ausprobieren. Wo ist denn? Das alte noch mal ausprobieren, dass ich, was die sagt. Was willst du denn von mir, Großvater? Hast du was gesagt? Was du von mir willst? Du musst lauter reden, ich hör nix. Ja, das ist ja das alte Hörrohr. Hä? Warum nimmst du nicht das Neue? Okay, das ist ja doch bloß eine Spielerei. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass das nicht lang hält. Ja, dann geht das neue Hörrohr schon nimmer. Sag mir's einmal, vielleicht kann man's ja reparieren. Ich hab's nimmer. Ja, wo hast du das denn hingebracht? Das hat die Tante Afra weggeschmissen. Die Tante Afra? Ja. Na, dann kann ich mir das andere schon denken. Wer hat denn das Spielzeug überhaupt aufgehängt? Das war kein Spielzeug! Was sagst du? Das war kein Spielzeug! Ja, wo hast du denn das Klump her? Der Martin hat's mir gegeben. So, der Martin. Dann sag er mir dem Martin, er soll sich um seine Arbeit kümmern, nicht um so eine Spielerei, gell? Ja, ist schon recht. Ja. War ja doch alles immer sonst. Großvater, ich bitte dich, lass dich nachher nicht einwickeln, wenn der Notar kommt. Schau da ganz genau an, was du unterschreibst. Da möchtest du vielleicht einen alten Gallenlos ziehen lernen, ha? Schau, dass du weiterkommst, ich möchte jetzt ein bisschen schlafen. Ist schon gut. Und sag dem Martin, er soll mir keinen so einen Club mehr bringen, gell? So, für die bin ich jetzt auch wieder taub, wie vorher. Vincent! Oh. Vincent, gerade komm mein Stuhl rein. Jawohl. Schlaf nicht ein Grand aus, du alter Brummschädel, du. Du, Frau, was hast du gesagt? Wann kommt der Notar? Ja, um 4 Uhr will ja da sein. Um 4 Uhr? Ah, ist Und recht. du bleibst auch gleich da. Ja, damit du mir zur Hand bist, wenn der Notar kommt. Ja, wie du meinst, Frau? Du Vincent, und das sage ich dir gleich, gell? Dass du mir ja nichts dagegen redest, wenn der Notar unsere Meinung hören will. 5 Jahre habe ich es den Alten am Knack gehabt. Haben gehegt und gepflegt wie ein Flaschenkind. Mein Gott, was habe ich mir nicht alles gefallen lassen?
Bloß damit du endlich mal daher wärst auf meinem Hof. Also reden wir ja nichts dagegen, ja? Ja, wie du meinst, Frau. Wirst du schon recht machen, gell? Ja, Vinzenz, willst du das endlich einmal einschickst, gell? Ja. Du weißt was? Jetzt lass mir den Alten eine Viertelstunde allein. Damit der Herr noch recht dran hat, ist er nichts gespannt. Passt mich. Ja, wie du meinst, Frau. Ja, geh zu. Ja, ich hab mir gedacht, ich soll da bleiben. Geh zu. Ja, schafft einmal, soll ich da bleiben, dann soll ich wieder gehen, weil dir kennt sich da der Teufel aus, immer das Du Gleiche. brauchst bloß nicht, aber wenn sie dir schafft, dann ist schon richtig. Wart noch, meine liebe Schwiegertochter. Da wirst dich aber noch wundern, was das alte Flaschenkind noch auf dem Kasten hat, mein Lieber. Das ist schon eine gute Erfindung da, mein Lieber. Ich glaub, mir hört der Herrgott auch nicht über die Schlechtigkeit der Welt. Und jetzt gehen wir die andere Welt. Noch mal schlafen, oder wie? Ja, er schlaft rum nur. Ich kann's gar nicht glauben, dass alles umsonst gewesen sein sollte. Er hat aber nur mal das alte Hörrohr. Schau, da liegt's. Tatsächlich, das ist das Alte. Ja, war er dann das Neue hingebracht? Die Tante Afra hat's weggeschmissen, sagt der Großvater. Herrschaftszeiten, da kannst du deine Lunge kriegen. Aber jetzt ist schon wie es ist. Lass dir nichts dran ändern. Das saubere Verwandtschaft werden schon ausschwören, dass ihm hinten nach den Augen tropfen. Nein, Martin, das darf man nicht zulassen. Wir müssen dem Großvater helfen. Traudl, wie willst du einem Menschen helfen, der sich nicht helfen lässt? Du, da kommt wieder der Kerl mit seinem Hochstaplerauto. Weißt du was, Martin? Schreib dir mal die Autonummer auf, für alle Fälle. Hey, du hast ja direkt gute Ideen. Das mach ich. Mein Großvater. Was wird das noch werden? Gar nichts wird's werden, du verliebter Maikäfer, du. Brauchst keine Angst haben. Der alte Zauner stutzt schon sein Verlänger Zuwaschel, wenn's drauf ankommt. Bin jetzt nämlich der Rundumbeobachter. Ach so, was tue ich jetzt hier mit dem alten Real, mit dem Klump da? Ah, weiß schon. Das kommt in meinen Tresor. So. Das darf keiner wissen, dass ich was Neues hab. So, da drin ist das alte Grammophon gut aufgekommen. Mensch, Alfred, ich sage dir, du hast doch überhaupt keine Ahnung, was man aus so einem Ausflugslokal alles machen kann. Dieser romantische Waldrand in der Nähe, da gibt's einen besseren Platz für die nervösen Stadtleute. Fehlt also nur noch der Mann, der den Laden in Schwung bringt. Ja, Vater, was tust du denn immer da unten? Ich hab gemeint, du schlafst. Ich muss dann meine Dokumente beieinander haben, wenn der Notar kommt, nicht? Der reinste Safe da. Ja. Habt ihr was verstanden? Jetzt so, der hört doch nix. Jetzt geh weiter, Vater, komm, mach das noch ein bisschen bequem. Dein Sessel, bis der Notar kommt. Ja. Was ist, Vater? Magst du einen Kaffee? Ja, mag ich einen Kaffee. Ja, da ist recht. Geh weiter, weißt du, wir zwei trinken auch gleich Kaffee. Keine schlechte Idee. Traudl, bringst du ein bisschen einen Kaffee? Du sag einmal, dass der jetzt immer so einen Hörer dran hat. Das macht nichts. Das ist nur seine alte Gewohnheit von ihm, weißt du? Ja, nicht, dass der doch einmal was aufschnappt. So, da muss ich rein bleiben wie ein Jochgeier, dass er mich überhaupt versteht. Mein Gott, wenn der wüsste, was bei ihm geredet wird, da wäre er die mehrere Zeit an der Decken dran. So, Tante, der Kaffee. Oh, warte mal, Traudl. Bringst deinem Großvater auch gleich eine Tasse, gell? Oh, danke schön, weißt du, fürs Helfen. Regal braucht man noch. Schau, Opa, dein Kaffee. Lass ihn da schmecken. Danke schön. Traudl, dann sagst du draußen Arbeit. Ja. Ja, dann ist der also stocktaub, ja? Und da biegt dazu. Du, dann musst bloß schauen, dass wir den so schnell wie möglich losbringen. Der mit seinem zwidernden Gesicht, der vertreibt uns doch die ganzen Gäste, gell? Na, sag einmal, Bastel, wie hast du jetzt als Fachmann
die ganze Sache eigentlich vorgestellt? Ja, also du, nach meiner spezifikalischen Berechnung schaut die ganze Sache etwa so aus. Die Landwirtschaft, die müssen wir natürlich aufgeben. Na gut, so 3 bis 4 Kühe, die kannst beuten für die Milchbar, weißt du, alles frisch von der Kuh. Der Gemüsegarten draußen, der muss weg. Ja, da kommt der Kinderspielplatz hin. Mit Schaukel, Karussell und alles, was man halt so braucht. Aber was das Geld kostet? Oh mein Gott, das kommt doch alles 10-fach wieder rein. Hat man alles schon auskalkuliert. Ja? Die Wirtschaftsräume, die kommen unten bei den Stallungen rein. Und oben in der Tenne, da machen wir Mansardenabhabmaß für die Liebespaare. Nach dem Trauschein wird natürlich nicht gefragt. Ich weiß nicht, weißt du, ob das bei uns herassen geht, weißt du? Am Land kommt bald so leicht ins Gerät. Geh zu, auf dem Land sind's auch keine Heiligen mehr. Du, so ein Sittenskandal da heraus, das wäre eine Reklame. Boah, ey, du. Naja, wenn man die so reden hört, geht sich das alles ganz leicht, du. Ja, ist es auch. Aber sag mal, weißt du, was mache ich denn mit meinem Vinzenz in so einem modernen Betrieb? Mein Gott, der soll auf die paar Kühe aufpassen, soll die Köfer von der Bahn holen, die Kinder mit dem Ponywagel spazieren fahren. Der macht das Mädchen für alles. Sparen wir uns schon das Geld für den Hausmeister. Und der Alt? Na, den steckst du ins Altersheim. Lützachsen, die überall. Vater, was hast du denn? Alter, mein Hühner raubt zum Teufel nicht. Grüß Gott, miteinander. Johannes, da sind wir. Ja, das ist recht an. Wo sitzt ihr her? Greift's gleich zu? Danke. Wir haben schon direkt gewartet auf euch, gell, weißt du? Ja, ihr seid uns gerade noch abgegangen. Ja. Ja, Tobias, was sagst du denn jetzt? Nix, wie immer. Ja, geh weiter, Tobias. So, da sitzt ihr her am Tisch. Da ist schon noch ein Platz für dich. Ich mag aber die Ruhe nicht austragen. Hock dich hin! Mei, ihr seid so viel bescheiden, mein Tobias, gell? Weil sonst hättest du bei der Post schon viel weitergebracht. Aber er hat halt immer Angst, dass er seine Kollegen kränkt, wenn er mal befördert wird. Gell, Tobias? Ja, der passt auf die Welt, gell? Glaubt, der entschuldigt sich noch, dass er geboren ist, hä? Wieso? Da kann ich doch nichts dafür. Ja. So ist er, haargenau so. Kaffee? Ja, der Zaunervater. Wie geht's dir denn? Ja, mein Essen und Trinken halt Leib und seltsam, gell? Und wem die Kaffeesuppe schmeckt, der wird alt. Ja, du hast recht. Wer lang lebt, der wird alt. Und wer lang auf dem Stein sitzt, dem wird der Hintern kalt. Heute ist er wieder gut aufgelegt, der Alt. Ja, da hab ich noch nichts gemerkt davon. So, Vater, das freut mich, wenn dir halt mein Kaffee so gut schmeckt, gell? Wer ist verrückt? Ein Kaffee sollst du schmecken lassen! Nicht so laut. So laut, sagt er, dabei ist er stocktaub. Ja, bitteschön, greift's doch zu. Ja. Tu die Bratzen weg. Zuerst kommt die Dame. Nicht schlecht. Also wirklich prima, Frau. Hast du den selber eingekauft, ha? Gebacken, bitteschön, gell? Ach ja. Du, und der Kaffee, der ist halt auch wirklich besser wie gestern, ja. Ja, mein Gott, ja, das gebe ich ja zu. Gestern war er ein bisschen dünn, aber da hab ich ja gar nicht gerechnet mit heute. Aber heute auf Johanni lasse ich mir nichts nachsagen. Ja, also, wenn euch der Kaffee schon so gut schmeckt, dann werdet ihr doch sicher auch nicht mehr auf die paar Mark scharf sein, die euch die Afra ablösen soll für den Pachtgrund. Geh, weißt du, warum sollt ihr nicht den Südsäurengrund kaufen? Na, mich freut's doch, wenn's Pfeffer jedes Jahr einmal zu mir kommt, zum Kaffee und zum Kuchen, gell? Wenn's weiter nichts ist, dann komme ich nachher auch noch auf eine Tasse Kaffee vorbei, gell? Aber unter 1000 Mark lasse ich überhaupt nicht mit mir handeln. Gell, Tobias? Die Hupfrischen dürfen aus dem Grundbuch nicht gestrichen werden. Genau. Schon mein Großvater selig. Der Großvater war ein alter Depp. Weil sonst hätte er sich auf so einen saudummer Handel niemals einlassen. Also, Afra, der Grund ist verkauft. 4000 Mark gehört er dir. Na, eingeschlagen.
Ja, mein Gott, wenn dir so viel dran liegt, Genoveva, und wenn der Tobias einverstanden ist? Ja. Der ist einverstanden. Also, Afra, sind wir Handel 1. Was ist? Schlag ein. Ja, gut, von mir aus, gell? Und wenn der Notar kommt, braucht man schriftlich. Genau. Recht ist mir das nicht so, aber ich möchte keinen Krieg haben. Das glaube ich dir gern, ja. Wenn die Tellermine losgeht, hast du nichts mehr zu lachen, gell? Ach, Mann da. Aber jetzt erzähl ja mal, Afra, was hast du denn alles vor mit der alten Gastwirtschaft, hä? Naja, das wird noch nicht verraten. Wieso denn nicht? Jetzt, wo der Handel perfekt ist, jetzt kann man doch drüber reden, oder? Ja, freilich, Bastl, eigentlich hast du recht. Und dann sag ich es ja sowieso noch meiner allerbesten Freundin. Afra. Ach, Afra. Also dieses Wort vergesse ich dir nie. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich euch als Fachmann sozusagen die ganze Sache an Ort und Stelle erkläre. Ja, komm, geht's mit. Oh ja, das machen wir. Ja. Du bleibst da. So. Ah, der Vinzenz. Ja, der muss natürlich auch wissen, um was es sich dreht. Nein, Vinzenz, sag ich, da besser unter 4 Augen. Auch der Tobias könnte mir inzwischen erklären, was wir wegen dem Pachtvertrag ausgemacht haben, gell? Weil die Männer müssen ja wissen, was dann beim Notar zum Unterschreiben haben. Ja, so ist es. Die Männer müssen das unterschreiben, was die Frauen aushandeln. Ja, das ist Gleichberechtigung, wa? Bitte, die Damen, darf ich bitten? Dankeschön. Vinzenz, du sagst mir sofort Bescheid, wenn der Notar kommt. Sofort. Wieder meinst du, Frau. Also, Burm, macht's mir keine Schande, gell? Schleich dich, du Stopfrack, du. Gut, dass draußen sind. Wer? Die Weiber. Ja, ist ein Kreuz. Meinst du, dass das wirklich gibt? Was? Die Gleichberechtigung. Es war ein Segen, wenn es gegeben hat. Wieso? Man hätte mir endlich auch was zum Reden. Aber wir müssen unterschreiben. Ja, du, das ist Männersache, gell? Ja, du, was muss ich denn überhaupt unterschreiben? Ja, also das ist nicht so einfach zum sagen. Ich weiß bloß das eine. Mein Großvater selig, der Blasius Hupf, der ist dagegen. Okay, dein Großvater ist ja schon längst gestorben. Aber er steht doch im Grundbuch drin. Ja, da steht er gut drin. Aber da soll er jetzt raus. Wer sagt das? Die Weiber. Ja, dann muss er raus. Ich bin dagegen. Ja, ich bin auch dagegen. Aber da können wir zwar nichts machen. Wer sagt denn das? Die Weiber. Ja, dann können wir wirklich nichts machen. Ich bin doch dagegen. Ja. Hm? Da! Schnaps! Nur nicht gleich übertreiben, gell? Da tun wir's nicht so. Mei, sowas habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ja, wie der riecht. Und wie der Triebflack, gell? Prost! Prost! Oh. Mein Lieber, der steigt ins Hirn. Ja, wenn man eins hat, schon. Kriegen wir noch einen, gell? Ja. So. Einer geht da. Also dann, Prost! Prost! Ja, und da eine Weiber? Die kriegen nix. Aha. Schnaps ist Männersache. Prost! Also dann, Prost! Jetzt passt's einmal auf. Seid euch ihr zwei einig wegen dem Pachtgrund? Ja. Ja, und wer kriegt nachher jetzt den Grund? Der Vinzenz. Auf dem das Wirtshaus steht, der Vinzenz. Ja. Wer dann? Den Grund kauf ich, verstehst? Dann gehört er nämlich zum Zauner. Was, Was du? die? Ja, Ja, aber Vater, du hast doch gesagt, dass du mir den Hof überschreiben willst heute. ja, eben drum. Wenn der Grund dazugehört, dann kriegst du ihn doch von selber mit. Hast du nicht? Jawohl, da hat der Vater recht. Ja, schon, aber auskennen tue ich mich für jetzt nicht mehr, gell? Das braucht's auch nicht.
Hauptsache ist, wir sind uns einig. Ja, Prost. Prost. Ja, aber die Afra hat doch zu mir gesagt, ich soll den Krug kaufen. Die Afra. Die kann ich im Mondschein. Hä? Herrgott, nein. Warum hast du so viel Angst vor den Weibern? Ich hab Angst, du hast Angst. Was, ich? Ich hör mir einen Schmarrn um die Weiber. Ja, wir sind schon zwar mal die 40 Jahre, gell? Was geht uns die Weiber an? Nix! Weiber sind Männersache! Genau! Vater, schick uns noch mal ein. Mir schickst du auch noch einen. Und dir schickst du auch noch mal ein. Schenk uns alle noch einen. Nix, jetzt klang's. Ja, herein. Grüß Gott zusammen. Ah, grüß Gott. Notar Wehrland. Ja. Bin ich da recht am Zaunerhof? Ja, da sind Sie genau richtig. Ach, dann sind Sie bestimmt der Zaunervater. Ja, natürlich, der bin ich. Und wir hätten gern einen Kaufvertrag abgeschlossen. Einen Kaufvertrag? Ja. Ja, ich hab glaubt, es handelt sich um was anderes. Nein, da hat man Ihnen die Sache verkehrt ausgerichtet, gell? Ja, na schön, die Herren sind ja alle da. Ja. Also, dann gehen wir gleich in medias res. Was heißt da Res? Afra heißt bei Bayern, gell? Nix Res da. Ja, wisst was, damit uns die Weiber nicht dazwischen funken, gehen wir doch lieber in mein Kammerhaus, gell? Herr Notar, kommen Sie auch gleich mit. Mach es wieder zusammen. Ja, wissen Sie, das geht unsere Weiber nichts an, da gehen wir jetzt raus. Dankeschön. So. Die Papiere haben's doch hoffentlich alle benannt. Ja, ist alles schon hergerichtet, gell? danke. So. Ja, ihr geht's auch mit? Ich komm gleich noch. Ja, wie du meinst, Afra. Was? Vater. Schnaps ist Männersache. Wie du meinst, Tobias, gell? Traudl! Traudl! Ah, du bist. Was willst du denn von mir, Großvater? Was ist, ist der Notar noch nicht da? Na, ich hab ihn nicht gesehen. Nicht? Wo sind denn die anderen? Tante Afra. Ja, und der Stabfrack mit der Brieftragerischen. Die machen gerade einen Rundgang durch den Hof. Jetzt meine ich, sind sie im Kuhstall. Im Kuhstall. Da passen sie hin. So ist noch alle Reihe, wenn der Notar kommt. Nein, ich pass schon selber rauf. Du mal einen Tisch abräumen da, gell? So, Herr Notar, jetzt bin ich schon da. So, Traudl. Wie geht's mit dem Bauern? Ja gut. Haben sie ihn schon entmündigt? Geh, wie kommst du denn da drauf? Ja, wieso? Der Notar ist doch schon im Haus. Nein, der ist noch nicht da. Gerade hat mich der Großvater nach ihm gefragt. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie er gerade unten beim Schmied war, ist er gerade aus dem Bus ausgestiegen. Ja, vielleicht ist er noch woanders hingegangen, Martin. Ja, das kann natürlich schon sein, gell? Du, Martin, wenn alles schief geht, dann habe ich vielleicht nur mehr die. Ich passe schon auf die auf. Dir darf nichts passieren. Ja, also so können wir es doch machen. Aber da redet doch wer. Ja, das wird der Großvater sein. Der redet wahrscheinlich mit sich selber. Wenn ich ihm bloß helfen kann, dass ihn der hinterlistige Verwandtschaft nicht so ausschmiert. Ja, du musst halt ein bisschen rumspekulieren, was die bei einer Hofinspektion alles vorhaben. Ach, da bringst du mir auf eine gute Idee. Ich suche mal draußen eine Arbeit. Vielleicht kann ich irgendwas aufschnappen. Das tust. Du. Aber zuerst schnapp ich mir noch ein Puzzle. Das ist so ein narischer Teufel. Trifft sich ja großartig, kein Mensch daheim. Muss ich mir doch das Ding mal genauer ansehen. Da. Aha. Ja, Sie, was machen Sie denn da? Ich? Nix. Meine Autoschlüssel habe ich verloren. Haben Sie es nicht zufällig gefunden? Na, auf dem Tisch habe ich nichts gesehen, den habe ich gerade abgeräumt. Ja, das sagt überhaupt nichts. Vielleicht sind Sie wo runtergefallen. Meinen Sie? Ja. Sie, das lassen Sie blitschen, gell? Ich lasse mich nicht von den jeden Aber antappen. geht du mal. Ich kennt doch dein Vater sein. Aber recht hast.
Nur keinem von den Mannsbildern zu nah rankommen lassen, sind lauter schlechte Kerle. Ja. Besonders die, die aus der Großstadt kommen. Ja, wem sagst du das? Ich bin ja in München aufgewachsen. Was, du bist der... Ich mein, Sie sind ein Münchner Kindl. Und da halten Sie in dem Kaufhaus da. Ja, gut. Sagen Sie mal, hätten Sie keine Lust, mal wieder mitfahren in die Stadt? Nehmen wir Ihnen gern mit, wenn Sie wollen, heute schon. Nach München? Oh mei, das war freilich schön. Aber das darf mir die Tante nie erlauben. Okay. Mit der Tante, da werde ich schon einig, die schlagt mir nichts ab. Jetzt setzen Sie mir keine Flausen in den Kopf. Da wird ja eh nichts draus. Abwarten, Trutschel. Die krieg ich schon noch. Aber jetzt einmal ran an das Ding da. Ah ja, wie ich mir gedacht habe, Kleinigkeit. Was tust denn du da, hä? Mein Autoschlüssel suche, ich glaube, den habe ich verloren. Du, nach mein Verstehst mich hast du da überhaupt nichts verloren. Ach so. So, Zahner, jetzt brisiert's aber. Weil sonst versäume ich noch meinen Bus. Ja. Ja, und die Abschrift von dem Vertrag schicke ich Ihnen dann in den nächsten Tagen Ist zu, schon gell? recht, ja. Also dann, adies. Für den guten Notar. Bitte schon. Ja, das war es. War das der Notar? Was ist? Ob das der Notar war zum Donnerwetter? Ja, ja, du hast recht, wir kriegen ein anderes Wetter. Himmelarsch und Zwirn. Wer hat nichts im Hirn? Ach, ich geb's auf. Ja, ist auch besser. Was? Du, sag mal, wo bleibst denn du so lang? Sag mal, du kommst gar nicht mehr. Meine Autoschlüssel habe ich verloren. Und hast du es wieder gefunden? Selbstverständlich. Ja. Na, Gott sei Dank. Aber jetzt halt's euch fest. Ich glaube, dass da gerade im Moment der Notar ausgegangen ist. Was, der Notar war schon da? Ja, gerade im Moment ist er zur Tür raus, du. Und ich hab auch höchste Eisenbahn, dass ich weiterkomme. Also, fertig Gott, da oder der Uhu. Sag mal, das gibt's doch überhaupt nicht. Der wird der Vincent sofort Bescheid gesagt. Ganz genau, du Pilot, schau mal, gell? Ja, der Opa ist halt noch hinten raus. Hey, seid ihr alles? Spitzt ihr hier? Vincent! Ach, oh, es gibt frische Waschen. Tobias! Mit heißen Ohren? Ja, geh nur rüber. Du bist ja ein Zwilling. Ja, Mo, du bist ja Psuffer! Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, und du mir schein's auch, hä? Da geh mal her zu mir. Wieder Weißsaufer, gell? Sag mal, wie kannst denn du so ansaufen, hä? Wenn ich einen Schnaps hab, dann geht's. Außerdem ist das so der Brauch beim Vertrag unterschreiben. Sonst taugt der Vertrag nichts. Richtig. Vertrag? Ja, war denn der Notar wirklich schon da? Freilich. Und wo ist er jetzt? Fort. Schon wieder fort? Jawohl, sonst versäumt er sein Boot. Bus. Vincent, sag mal, was hast denn du unterschrieben? Einen Vertrag mit schwarzer Tinte. Und du? Hast du vielleicht auch unterschrieben? Jawohl, die Hupferischen sind aus dem Grundbuch gelöscht. Da lässt sich nichts mehr dran ändern. Vincent! Vincent, jetzt sag mal, hat dir der Alte den Hof überschrieben, ja oder nein? Ja, nein, ich frag doch selber, da sitzt er. Vater! Vater, was ist denn da passiert? Das geht dir nichts an. Das ist Männersache. Ja, jetzt steht die Uhr schon wieder. Das ist ja keine Wanduhr, das ist ja eine Standuhr. Nein, aber da bleib stehen, Klump übereinander. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Oh mein Lieber, da ist ein Zug drauf. Ja, pfiat Gott. Ein bisschen vorsichtiger arbeiten. So. Die Finger klang ich da nicht hin. Aber mal probieren, ob es auch funktioniert dann. Das ist ja lebensgefährlich. Mein Gott, die armen Ratzen, gell?
Aber die ist gerade recht. Oh, mein Lieber, da ist ein Zug drauf. Da darfst du aufpassen, dass die nicht raufhaut auf die Bratzen. So. Und jetzt hinein damit. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So. Jetzt grabe ich da heute schon wieder am Brunnen umeinander. Anscheinend will sie seinen Mittagsschlaf ganz abgewöhnen. Was ist es? Vater, was suchst du denn da immer? Einen Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel? Ja, manchmal findet man einen da herin. Ja, das glaube ich ist schon ganz tappig geworden im Hirnkastel. Na, geh weiter, Vater, setz dich doch lieber ein bisschen in deinen Sessel. Warum? Sollst dich doch nicht so überanstrengen. Ja. So, komm, jetzt schlaf wieder ein bisschen. Warum soll jetzt ich immer schlafen? Ich bin doch kein kleines Kind. Außerdem, wer schlaft, der versäumt zu viel. Geh, Vater. Was hast denn du da zu versäumen? Kannst du im Schlaf hören? Hä? Ich glaube, ich ist ganz übergeschnappt. Es wird höchste Zeit, dass die Sache in Ordnung kommt. Ja. Du Vater, ganz was anderes. Wir haben den Notar für heute Nachmittag noch mal herbestellt. Ein Notar? Warum denn das? Ja, weißt du, die Sache mit dem Hof, die ist noch nicht ganz in Ordnung. Nicht ganz in Ordnung. Oder magst du vielleicht nicht mehr? Oder mag ich vielleicht nicht mehr, gell? Nein, lass ihn nur kommen, gell? Ja, Vater. Ja. Und es wird alles so gemacht, wie es du haben willst. Alles. Du brauchst keine Angst haben. Nein. Du kriegst dasselbe Geld wie für die Pacht, gell? Ja, werden wir dann schon sehen, gell? Ja, Vater, das werden wir dann schon sehen. Hallo, Affe. Ja, was denn? Grüß dich Gott, du, mir pressiert's, du. Ich habe ein Telegramm gekriegt, ich muss nach München zurück. Sag einmal, wo kommst denn du auf einmal her? Hab dich gar nicht herfahren gehört. Ja, ich bin zu Fuß da. Hab's Auto in der Werkstatt, weißt Da ist was passiert. Nein, bloß waschen, abschmieren, was man halt so braucht. So, ja, sitzt du einen Augenblick hin. Bist du ganz abgehetzt? Ich hab überhaupt keine Zeit. Weil unser Eins kommt ja aus der Hetzerei gar nicht mehr raus, du. Wenn man bloß ein paar Tage weg ist vom Betrieb, geht alles drunter und drüber. Ach so. Also dann musst du heute schon heimfahren. Ja. Ist aber zu dumm. Wieso? Na, ich hab gemeint, dass ich morgen mit dir mitfahren kann. Ach, du möchtest mit nach München fahren? Ja, aber heute geht's bei mir nicht, weil der Notar noch mal kommt. Weißt du, ich wollte doch das Inventar für die Gastung kaufen. Und du hast ja gesagt, du bist mir dabei behilflich. Das kommt beieinander. Ja, also ich wollte ja gerade vorbeigehen, dann hab ich mir gedacht, na, das darf doch der Afra nicht antun. Die kann ja glaub beleidigt sein, gell? Also grüß dich gut, Afra. Ja. Der Herr Schlumpf ist auch wieder da. Grüß dich, na gut. Ach so, ich komm wohl ein bisschen ungelegen, was? Oh, sie merken alles. Ach so ist es. Ach, und gestern hast du gesagt, ich wäre deine beste Freundin und ich kann gar nicht oft nur kommen. Hast du nicht gesagt, du darfst dich freuen, wenn ich jeden Tag auf eine Tasse Kaffee kommen tät, ha? Hast du das nicht gesagt? Ja. Also ab nächste Woche kannst du jeden Tag zu mir zum Kaffee trinken kommen. Die Tasse Kaffee kostet dann 1,60 und der Stückel Kuchen 2,50. Für dich. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Haha. Jetzt, wo ich dir das Grundstück verkauft habe, jetzt brauchst du mir nicht mehr, gell? Jetzt willst du mir los sein, wenn du da nur nicht geschnitten hast. Noch ist dieses Grundstück nicht umgeschrieben. Und noch kann mein Tobias diese Unterschrift zurückziehen. Nächster. Vertrag ist Vertrag, da lässt sich nichts mehr ändern. Ja, das werden wir dann schon sehen. Und auf dein Blärmal-Kaffee der Pfeife und auf dein Operettenkuchen erst recht, den kannst du selber fressen. Okay. Jetzt schleichst du aber mit einer frechen Schleifvergoschen. Da hat der Zimmermann das Loch lassen. Ja, ich gehe schon. Aber glaub ja nicht, dass ich noch einmal in dieses Verräternis komme. Und wenn du mit der Kaffeekanne winkst und deinen verbrennten Kuchen beim Fenster aushängst, mich siehst du halt zum letzten Mal. Und deine Leute im Dorf, denen werde ich schon sagen, was du für ein kreislige Heibodenspinner bist. Jetzt aber raus mit dir! Ja. Und dass du mit dem Schlumpf da eine Gespuse hast, das erzähl ich allweil rum, du wetzige Humme, du! Jetzt aber raus mit dir! Raus, du gehst Schau, mein Lieber. Der hast das jetzt ordentlich gesagt, die kommt so schnell nicht wieder. So ein freches Weibsbild, ha? So eine Biske und so eine mistige. Ja, also, die Hauptsache wäre jetzt, wenn mein Auto kommt, dass ich endlich wegkomme, du, ich hab's eilig, dass ich in die Stadt reinkomme. Was, das ist aber zu schade, dass du heute schon weggefahren warst. Ja, das ist wirklich schade, weißt du, dieses Inventar,
was da versteigert wird, das würde ja sehr gut reinpassen, da, weißt das Gasthaus zum scharfen Eck, das kenne ich sehr gut. Lauter edles Mobiliar, ja, ich sag das du. Ja, du weißt doch, wo du so gut auskennst. Ja. Kannst nicht du das Zeug für mich kaufen? Du weißt doch ganz genau, was ich brauche. Oh ja, diese Gefälligkeit, die könnte ich dir schon erweisen, aber du weißt doch, wie es ist bei so Zwangsversteigerungen. Da muss man immer sofort bar bezahlen und ich weiß natürlich nicht, ob ich bis morgen früh so viel Geld flüssig machen könnte. Also daran soll es bestimmt nicht scheitern. Ja, Ich wieso? hab dir das Geld da liegen. Ich war doch heute in der Früh schon auf der Sparkasse. Ja, wie viel ist es denn? Genau 5000 Mark. Ja, viel ist es nicht, aber besser wie nichts. Ja, dann muss ich dir halt den Rest vorfinanzieren, oder? Was weißt du? Das war aber sehr nett von dir. Ja, mach ich doch. Und du? Vertraust du mir überhaupt die 5000 an? Ja? Hast keine Angst, dass ich dir durchgehe damit? Ja, Ja? weißt du bist doch ein solider Geschäftsmann. Ja. Ich hol dir sofort das Geld. Was, Bastel? Zu dir habe ich Vertrauen. Läuft wie geschmiert. Du? Hast jetzt den Ochsen noch nicht gekauft? Was für ein Ochsen? Ja, du handelst doch mit Ochsen, hast du gesagt. Ach so, ja. Ja, aber weißt du, deiner ist mir leider zu mager. So, ja. Du bist wohl mehr für eine fette Kuh, gell? Ja? Wie meinst du das jetzt? Ja, du weißt schon, was ich mein. Was will denn der Alte von dir? Ach, nix, dumm daherreden tut er. Schau her. Genau 5000 Mark, zahl's noch. Ja. Braucht's doch nicht. Du schmierst mich doch nicht aus, oder? So, du, aber jetzt habe ich höchste Eisenbahn, dass ich weiterkomme. Ja, Servus. du. Moment. Was denn? Du, dieses Mädel da, diese... Unser Trauer meinst du? Ja, die wollte unbedingt gerne mal mit nach München fahren, du. Wenn's willst, nimm es gleich mit, du. Ja, hast doch gleich jemand, der auf dein Geld aufpasst. Ja? Red doch nicht so saudumm daher. Ja, von mir aus kann die Traudel mitfahren. Sag ihr sofort Bescheid, gell? Sei so gut, ja? Die wird auch machen, dass ich ihr einmal eine Freude mache. Was ist denn los? Ist das weh? Gefangen hab ich ihn schon, ja? Oh, so ein fetter Ratz. Soll ich einen Gendarm holen? Oh nein, um Gottes Willen, bloß keine Polizei. Das kann ich nicht brauchen. Aha. Na, was machen wir nachher mit ihm? Ja. Sollen wir den Speisen aussperren? Ja, freilich, dass er uns alles zusammenfrisst. Ja. Der weißt du was? Da in den Schrank sperren wir ihn nicht. Oh, das ist gut, da kann er Mottenkugeln fressen. So, na Ruhe geht's. Der ist auf Nummer sicher. Was hast du denn vor mit ihm? Den heben wir rauf bis im Brauch. Das ist gut. Aber jetzt muss ich mal nachschauen, ob er mir nicht doch was gestohlen hat, gell? Da, tu einmal das am Tisch rüber. Ja. Das ist ja interessant. Reicht mir für das ganze Tür raus, hä? Ist noch alles da? Hä? Ist noch alles da? Ich muss ja erst nachzählen. Jetzt pass auf. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 300, 400. Stimmt ganz genau. Was sagst denn dir? So viel Geld, ha? Was gibt's denn da zum Klotzen, hä? Ich hab mich bloß gewundert, dass bei dir da das Geld verschimmelt. In der Landwirtschaft, der fällt es an alle Ecken und Enden. Bei mir verschimmelt nichts, merkt ihr das? Bei mir ist gut aufgehoben. Okay.
Ist da lauter totes Kapital, was da in dem Hoferloch umeinander liegt. Ja. Und am Hof, da haus wir zurück. Freilich, möchtest gern das schöne Geld für lauter neue Landwirtschaftsmaschinen verpulvern. Ah, das war nicht verpulvert. Da kann man schon was rauswirtschaften dabei. Du Siebengescheiter, du. Hörst die Flehhusten und kennst dich da nicht aus mit Ackerbau und Viehzucht, gell? Ich hab mich schon umgekehrt auf die Bauernhöfe in der Gegend. Ja. Und auf der Landwirtschaftsschule, da hab ich nicht gerade geschlafen, gell? Geh, Landwirtschaftsschule, wenn ich das schon her, da graust's mir schon. Ach so, gut. Dann bleibt alles beim Alten. Das nützt ja nichts. Mein Tresor ist ja kaputt. Hast du was gesagt? Hast du mich nicht verstanden, Bauer? Hä? Ja, was ist denn? Ich hör nichts. Ja, das ist ja das alte Klump. Wo ist denn mein neues Hörrohr? Ah, das Neue! Das neumodische Klump, das taugt doch nichts, hast du gesagt. Ja, Du bist doch bloß für das Alte. Komm, ha? gib mir's. Na, nix Das da. brauch ich so dringend wie ein Stückel Brot. Bloß- Das ist einmal eine moderne Erfindung, die was taugt. Nur wenn's du aber neue Maschinen her tust. Ja, von mir aus, jetzt gib Na mir's. gut, dann kriegst du das. Also nachher. So. Also, das steht ja. Jetzt höre ich wieder wie ein Luchs, gell? So. Ja, wo tut jetzt immer Geld hin? Na, gescheite Leute, die sind auf die Sparkasse. Hä? Auf die Sparkasse? Ich nicht. Ich find schon einen Platz, wo man keiner drüber kommt, mein Lieber. Find schon versteckt. So. Der wird auch nicht mehr gescheitert. Ah, Ruhe ist da drin, gell? Jetzt gib ich Ochsenfiesel. Spezi. Ja, hey. Ist heute Sonntag. Ja, für mich schon. Ich fahr mit dem Herrn Schlump nach München. Tante hat's mir erlaubt. Ah, mit dem Herrn Schlump. Nach München. Ha, ist ja interessant. Seid schon recht gut bekannt miteinander, ha? Du und der Lump. Schlump. Und außerdem kann er ja mein Vater sein. Ja, sei froh, dass das nicht ist. Naja, hoffentlich lasst er dich nicht warten, gell, dein Kavalier. Geh, was redst du denn für einen Schmarrn? Ah ja, jetzt, du bist ja eifersüchtig. Was, ich eifersüchtig? Auf den Schlump? Na, gewiss nicht. Also ich hab jetzt sogar Zeit, mein Martin muss jetzt gehen. Ja, genau. Sag einmal, du bist ja immer noch da. Ja, du kannst den Herrn Schlump nicht so lange warten lassen. Ja, ich lauf ja schon. Du, Traudl, Ja, da reden die fein nicht, gell? danke. Oha, grüß Gott. Auf Wiedersehen. Nett, sag ich. Grüß Gott, Herr Notar. Ja, grüß Sie Gott. Ja, geh weiter, Martin, sag gleich meinem Mann Bescheid, ja? Ah ja, ich hol ihn gleich. Bitte treten Sie doch näher, Herr Notar. Ach, da ist er ja, der Zaunervater. Ja, wie geht's Ihnen denn heute? Was ist? Da müssen Sie laut drehen, der hört uns nicht. So? Also ich meine, gestern wäre das noch nicht so schlimm gewesen mit seiner Schwerhörigkeit. Ja, bitte, jetzt nehmen Sie doch Platz, Herr Notar. Danke. Bin ich da nicht ein bisschen weit weg vom Vater? Nein, das ist schon gut so. Ja, ich mein halt, damit er wenigstens mitlesen kann, wenn er schon nichts hört. Naja, der rührt sich dann schon, wenn er was nicht versteht, gell, Vater? Ja. Na schön, mir soll es recht sein. Ah, grüß Gott, Herr Notar. Ach, da ist er, der Zauner Junior. Grüß Sie Gott. Ja, geh weiter, Vinzenz, setz dich gleich her. Wieder meinst du, Frau? So, dann wird also der Zaunervater jetzt seinen Hof übergeben. Ja, Sie, Herr Notar, wir haben da schon ein bisschen was aufgesetzt, schauen Sie her. Ach, Sie haben schon was aufgeschrieben? Ja, für was brauchen Sie dann mich? Ja, damit halt so alles seine Richtigkeit hat. Naja, wollen wir mal schauen, was da steht. Der alte Zauner übergibt seinem Sohn Vinzenz und dessen Ehefrau Afra, geborene Moosandl. Was? Auf Ihren Namen soll der Hof auch überschrieben werden? Ja, selbstverständlich. Das ist aber sonst nicht üblich. Ja, wissen Sie, Herr Notar, es ist ja nur wegen der Steuer, gell? Ja, zum Beispiel, wenn der Vinzenz vor mir stirbt. Wie du meinst, Frau? Was ich um Gottes Willen nicht hoffen will. Aber schauen Sie, auf diese Art braucht man dann bloß nur die Steuer für den halben Hof zahlen. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie schon. Ja, Steuern muss man sparen, wo es geht. genau. Das Ehepaar Zauner zahlt an den Austragler Zauner bis an dessen Lebensende einen Betrag von... Herr Zauner, der Betrag ist noch nicht eingesetzt. Wie viel denn? So viel wie die Pacht. 3000 Mark. Nein. Das ist viel zu viel, gell? Nein. Mit 2000 Mark kommt der Vater leicht aus. Wie du meinst, Frau? Ja, ist er denn damit einverstanden? Ja, der muss. Wissen Sie, Herr Notar, mehr können wir beim besten Willen nicht aufbringen. Ja, aber fragen müssen wir ihn vorher schon noch. Ja, zu was denn?
Der redet sowieso bloß ein Schmarrn daher. Luder! Hast du was gesagt, Vater? Luder! Hä? Hat er gesagt? Jetzt macht's einmal weiter. Sehen Sie, Herr Notar, er ist damit einverstanden, schreiben Sie es nur gleich hin. Ja. Gell, Vater? Sie hat alles so gemacht, wie es das du haben willst. Ja. Herr Zauner, sind Sie eigentlich der einzige Sohn im Haus? Ja, mein Vinzenz ist der Einzige. Haben Sie gar keine Geschwister? Doch, eine Schwester habe ich gehabt. Ja, die ist leider gestorben. Und die hat keine Kinder gehabt? Doch, eine Tochter. Ja, und wo ist die geblieben? Die hat der Zaunervater ins Haus genommen, leider. Ja, will er denn die gar nicht berücksichtigen? Was? Die ist ja gerade noch gefällt, die kriegt ja nicht so viel. Gell, Vinzenz? Wie du meinst, da, Frau? Also, Frau Zauner, so geht es nicht. Ihr Pflichtteil kann sie verlangen, also ein Viertel steht ihr zu. Was? Dass ich nicht lach. Ein Viertel von dem schönen Hof. Der Vinzenz, was sagst denn du dazu? Wie du meinst, da, Frau? Ich mein, der Herr Notar wird das schon wissen, wie das gehört, gell? Ja, bitteschön, wenn es gar nicht anders geht, dann schreiben Sie halt hier, dass das Mädel ein Pflichtteil kriegen soll. Aber dann können wir keine 2000 Mark mehr für den Alten zahlen. Höchstens 1500. Ist das nicht ein bisschen wenig für einen Zaunervater? Das reicht. Und wenn man im Altersheim in die 3. Klasse steckt, dann klappt das schon. Mistkruger, elendige. Was ist los, Vater? Ja, nix ist los. Macht's nur so weiter, ihr, mein Herr. Aber mein Vater friert's dich. Ja, wie wird das ja? Brauchst du Decken? Schau her, Vater. Was? Ich wickel dich schön ein. Ja, gell? das glaub ich, aber ich lass mich nicht einwickeln, gell? Jetzt macht's einmal weiter. Wie lang soll denn das noch dauern? Also bitte schön, Herr Notar, mal was weiter. Sie sehen, der Alte wird ganz ungeduldig. Ja, schön dann. Dann setzen wir jetzt vorerst einmal 1500 ein. Bitte. So. Wollen wir mal schauen, was der Zaunervater dazu sagt, lesen wir sie mal vor. Ja, das braucht's ja überhaupt nicht, gell? Ihr versteht sowieso nichts davon. Komm, Vater, du mal schön unterschreiben da. Nein, also Frau Zauner, so geht es nicht. Nicht? Wenn er schon nicht hört, dann muss er es wenigstens in Ruhe durchlesen können. Mein Gott, so was denn diese Umstände? Schauen Sie, Herr Notar, wir sind doch verwandt miteinander. Eben drum. Du, Bayern, Was ist denn schon wieder? ich wollte fragen, ob ich heute Nachmittag noch die Futtermittel holen soll. Es ist nichts mehr da. Ja, wenn nichts mehr da ist, dann holst du halt was. Du hast du sonst nie danach gefragt. Ja, ist schon gut dann. Liest du das weil genau durch, was du unterschreibst, gell? Ja, sag einmal, wie haben wir's denn da? Ein Knecht mischt sich in unsere Sachen ein. Also, das muss ich jetzt auch sagen. Sie sollten sich hier nicht um Sachen kümmern, die Sie nichts angehen. So, da hörst du das, gell? Ja, ist schon recht. Ich hätte gemeint, du wärst jetzt ein wenig hellhöriger geworden. Herrschaft, heute im Mai, Hornox. Siehst du, das ist die richtige Antwort, genau so brauchst du. Und das sag ich dir gleich. Dir sag ich den Dienst auf, gell? Du kannst gehen, am liebsten heute noch. Hab ich recht? Wie du meinst, da, Frau? Hast du das gehört? Du bist entlassen, pack deine Sachen und hau ab. Ja, das tue ich schon. Das glaubt's mir. Die Traudel geht aber mit, weil wir kommen überall durch, nicht bloß da. Martin, du bleibst. Nein, Bauer, ich geh lieber. Du bleibst da und jetzt holst mir die Traudel rein. Ja, das wird nicht gut möglich sein. Die ist nach München gefahren. Ja, das glaube ich jetzt wieder nicht. Da hören Sie es, Herr Notar. Ich sag dir gleich zu gehen, er sagt, er soll da bleiben. Was denn alles passiert, was sich der Albe einbaut? Der ist doch nicht mehr richtig im Hirnkastel. Ach, so ist es. Ja, Frau Zauner, wenn das wirklich Ihr Ernst ist, dann darf der Vater den Vertrag auf gar keinen Fall unterschreiben. Das darf nur einer, der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Ja, so hab ich's ja gar nicht gemeint. Man redet ja nur so, Herr Notar. So, da bring ich jetzt die Traudel. Traudel, was tust denn du noch da? Der Herr Schlump ist ja nicht gekommen, ich hab ganz umsonst auf ihn gewartet. Ja, und was soll ich da? Dein Pappen halten. Vater. Ruck einmal. Ruck einmal. Ah, Entschuldigung. Ruck jetzt einmal, wollte ich sagen. Was ist, Herr Notar? Hab ich jetzt genügend Zeugen für meine Unterschrift? Mehr als genug, Herr Zauner. Aber lesen Sie sich einmal den Vertrag ganz in Ruhe durch. Das braucht's nicht. Ich weiß ja, was drin steht. Ja, Vater, dann tust du jetzt schön unterschreiben und dann hast du deine Ruhe. Ja, schön unterschreiben, gell? Da hast du Ruhe. So, mein Lieber, da holst dein Wisch. Vater, was machst du denn da? Das wirst du jetzt gleich hören. So, Herr Notar, und jetzt nehmen Sie einen neuen Bogen.
Du, Vinzenz, das darf man nicht zulassen, was da passiert. Das sag halt auch einmal was. Ja, aber was soll ich denn sagen? Depp. Depp? Also, was ist, sind wir's? Was meinen Sie? Ich meine, sind wir soweit? Natürlich, von mir aus kann's losgehen. Also gut, dann schreiben Sie. Erstens, der Hof bleibt in meinem Besitz. Zum Zweiten, nach meinem Tode erbt meiner Tochter Kind, Gertraud Wagner, das gesamte Anwesen samt Grund. Der spinnt ja. Ruhe! Oh, Entschuldigung. Zum Dritten, meine Enkelin kommt aber erst dann in den Genuss der Erbschaft, wenn sie binnen 3 Monaten von heute an den Knecht Martin Grammel heiratet, den ich ebenfalls von heute an als Verwalter über meinen Hof einsetze. Was höre ich da? Der Knecht soll unser Madel heiraten. Dieser dahergelaufene Kerl soll Verwalter werden auf meinem Hof. Ja, wo bleiben denn da mir, Vinzenz? Zum Vierten, mein Sohn Vinzenz kriegt als Pflichtteil das Zuhaus, 3 Hektar Grund und den Rest in Bar. Was? Ich soll ins Zuhaus? Jetzt reißt mir aber die Geduld. Der ist doch übergeschnappt, komplett narrisch. Der alte Kerl, der unter Karatell. Das glaube ich nicht, Frau Zauner. Meiner Meinung nach ist der Zaunervater ganz hell bei Verstand. So, dann steckt's ja alle unter einer Decken. Hüten Sie Ihre Zunge, Frau Zauner. Na, wart noch, Alter. Die komm ich schon noch beim Gericht. Die Gerichte werden Ihnen da kaum helfen können, Frau Zauner. Das hat alles seine Richtigkeit. So. So leicht gebe ich aber meine Sache nicht auf. Gott sei Dank hat der Vinzenz gestern den Pachtgrund gekauft. Und der gehört jetzt uns. Und das hat auch seine Richtigkeit. Wenn Sie sich da nur nicht irren. Jetzt komm rein, da, du Feigling, du! Herr Notar! Herr Notar! Der Vertrag, den mein Mann gestern unterschrieben hat, der ist ungültig. Ja, ich bin dagegen! Das nützt Ihnen gar nichts, Frau Hupf. Ihr Mann ist volljährig. Da! Jetzt hat er das gesagt. Er zieht seine Unterschrift zurück.
Moment mal, gell? Das Ofenloch war schon offen, wie ich da reingekommen bin. Fragt sich bloß, wer das dann aufgebrochen hat. Wie meinst du denn das, ha? Ich meine überhaupt nichts. Stelle bloß fest. Und jetzt frage ich Sie, Herr Notar. Wenn ich hier als harmloser Mensch, sozusagen als architektonischer Berater dieser Hausfrau hier hereinstürze, wo dieses Ofenloch, sprich Wandtüre, schon offen war, jetzt frage ich Sie, ist das rechtsmäßig, dass mich diese Bauernklöfchen da in den Schrank sperren? Also rechtlich gesehen war es wohl nicht ganz in Ordnung, was Sie mit ihnen gemacht haben. Wenn auch in Wahrung berechtigter Interessen. Aha, ist mir egal, mein Auto wartet, den Rest hört ihr vom Anwalt. Halt! Was? Zuerst gibst du mir mein Geld wieder zurück. Aber auch, Frau, hast du so wenig Vertrauen zu mir? Gib mir mein Geld wieder. Bitte. Aber du wirst noch an mich denken. Saubergasch! Mein Geld? Was ist? Der Lump, der hat mir mein Geld gestohlen. Geld? Wie viel war's denn? 5000 Mark. In dem Kuvert habe ich es ihm gegeben und jetzt ist gerade noch der Zeitungsblatt drin. So eine Gemeinheit. Ja, haben Sie sich wenigstens eine Quittung geben lassen? Ach, woher hat das Geld ja nicht einmal Nachzeit? Da fahren Sie hin, deine 5000 Mark. Da steht's ja. Zwangsversteigerung bei Sebastian Schlump wird zum scharfen Eck. Versteigerung des gesamten Inventars der Gerichtsvollzieher. Dein feiner Kavalier ist pleite. Jetzt habe ich rein gar nichts mehr. Doch, mich. Vinzenz, was macht man denn jetzt? Wir gehen ins Zuchthaus. Ins Zuhaus. Wie du meinst, Vinzenz. Hast du das gehört, Vater? Bei Alte redet man nichts mehr dagegen. Ja, mach nur so weiter. Dann wirst du vielleicht mit 70 Jahren mal ein Mannsbild. Da kannst du dich drauf verlassen. Nein, ich verlasse mich nur noch auf das, was ich höre. Und ich höre jetzt Stereo.